Ja, Freunde, letzte Folge hatten wir einiges zu tun hier. Bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und irgendwie sind wir jetzt gerade in einem dunklen Tempel gelandet. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich mach mal das hier. Das ist neu gespawnt, dann ist schlecht. Geht natürlich auch so, Da muss ich rein, ich brauche einen Schlüssel dafür. Könnte ich allerdings auch statt der Konstruktion... Moment. Ich kann die Funkelfrucht aber schmeißen. Beziehungsweise, Entschuldigung, war natürlich gerade falsch. Ich wollte eigentlich Lichtsamen holen. Mann. Falschen Ding ausgewählt. Mann. Sternsplitter oder warum nicht? Nein, nicht die Dinge. Wo sind sie jetzt? Ah, hier hinten. Ah, schon besser. Was mir ein bisschen fehlt im Spiel ist noch so ein Shortcut, um Materialien zu schmeißen. Ich meine, wir können Waffen schmeißen, ja, aber warum nicht direkt Materialien? Okay. Bernstein. Gut, warte mal, wir machen jetzt kurz was anderes. Ich löse die Synthese da auf. Das ist natürlich fies, vor allem wenn es dunkel ist. Weil für einen kurzen Moment dachte ich sogar von wegen, es könnte irgendwie Monster hier drin sein, aber es ist ja ein Schrein der Sona, da wird es ja kaum so etwas haben. So, warum habe ich hier Licht überhaupt? Von da oben oder was? Dazu erst wäre irgendwie, keine Ahnung, ein Gang oder so etwas. Wo führt mich dieses Spiel hin? Und ja, ihr habt schon gesehen, ihr könnt da einen Degensprung einsetzen. Ja, ich suche eigentlich den Schlüssel. Ah, da ist er schon. Gut, kann also eigentlich raus hier. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage... Was ist da oben los? Okay. Das Licht markiert die Truhe. Sonaniumbogen. Ein Bogen, der Sonau der Energie benötigt. Das ist schon ein Fall, sondern nicht Energie, hängt davon ab, wie lange der Bogenschuss aufgeladen wird. Nicht schlecht, Herr Specht.
Wobei das ja eigentlich schon schlechte Bögen sind. Ja? Also kann man irgendwie einen etwas stärkeren Bogen ausrüsten, sogar den hier. Braucht man irgendwie bessere Schilde. Naja. Ich brauche noch vieles. Wenn es danach geht. Oh, war er schon. Dann fehlt hier eigentlich nur noch der Weg hier hinten, war. Ah, okay, das ist ein anderer Weg hier durch. Gut. Und was soll das hier? Man sagt einfach Laser, okay. Da haben wir nochmal so eine Kackwand. Ah, und hier eine Truhe. Ein Opal. Ching, ching. Ja, Leuchtsamen sind schon cool, muss ich zugeben. Sesam, öffne dich! Jetzt in die Truhe drin, wa? Nö. Wohl eher weniger. Ein weiteres Segenslicht für die Herzen oder die Ausdauer? Ich hätte jetzt spontan gesagt eher für die Herzen, wenn ich ehrlich bin. Aber so mit 2/5 mehr Ausdauer komme ich relativ weit. So. Da vorne ist eben noch dieses komische Miasma-Loch. Dazu später mehr. Erstmal gucken, das Teil, was letzte Folge abgebrochen ist, so eine Himmelsinsel, ob das jetzt hier ist, weil so von der Position her müsste eigentlich hier sein. Da ist eigentlich einfach von so einem Plateau in der Himmelsinsel einfach was abgebrochen. Ja, wenn es irgendwo abgebrochen ist, sehe ich es gar nicht. Also wenn es hier gelandet ist, besser gesagt. Da vorne nochmal ein Schrein. Man könnte den da vorne mal markieren. Wer schlagt da rum? Sonarkonstrukte? Why? Der ist ein bisschen härter, merkt gerade. Ein Gamma-Krieger-Konstruktor. Da war ein Gamma-Krieger. Okay. Die nächsten Synthesewaffen, war. Ja, ich meine, ich hab noch. Ne, Gamma-Waffen gar keine mehr, wa? Doch hier den theoretisch, der kommt durch Sonanium. Ich glaube, brauchen wir sowas mal.
Gamma-Krieger. So gibt es irgendwie auch Delta-Krieger oder so. Jetzt haben wir natürlich den Enigma Pass. So war der jetzt. Scheiße. Oh. Vielleicht kann ich ihn erholen, wenn ich auf dem Rückweg bin von den Glyphen hier. Ich glaube, ich habe das Symbol ja genommen, wa? Da fragen sie natürlich, ob es hier noch weitere Gamma-Krieger gibt. Ja, ein anderes Mal. Erstmal will ich mich jetzt nochmal zu der anderen Himmelsinsel begeben, wo ich hoffe, dass wir nochmal ein Aero-Ding bekommen. So, Feuerdrache, bist du zurück oder was? Da, darüber. Tun wir sogar noch einen Kapselspender und da hat sogar, ja, ich sehe schon wieder einen neuen Schrein hier oben. Ist eigentlich immer so, wa? Wenn es Kapselspender gibt, gibt es auch einen Schrein in der Nähe. So. Da mal gucken, was sich uns hier darbietet. Also drehen, ist das gut. Vielleicht etwas Neues. Lenkelement, endlich mal. Blitzwerfer. Was Neues. Automatiktransporter. Es wurde von der Sondersicherung richtig ein Automatiktransporter. Lecco mio, ey. Okay, ja, damit kannst du ganz krasse Dinge bauen. Wenn die sich automatisch auf Monster zubewegen, dann packst du noch irgendwie vielleicht sogar so einen Blitzwerfer drauf oder einen Flammenwerfer. Vielleicht greifen die genau automatisch so an. Natürlich, Batterieleisten ist ein bisschen das Problem. Aber das Ding ist vor allem cool. Dann das zusammengesetzte Vehikel. Ja, es gibt ja so ein Vehikel, wo du im Prinzip sagen kannst, ein Lenkelement plus 2 Ventilatoren dran. Muss in einem bestimmten Winkel aneinander gefestigt sein. Dann kannst du darauf durch die Luft surfen quasi oder sogar fliegen. Das Problem ist halt, es verbraucht natürlich viel Batterie. Das ist für uns zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich machbar. Noch nicht. Kommt aber noch. Hier geht es dann weiter. Käme ich denn von hier aus? Ja, doch. Hey, käme wir schon mal dahin. Da haben wir irgendwie so ein Konstrukt. Oh, das ist ein Alpha-Wächter. Da gibt es eigentlich auch gute Goodies, oder? Man könnte es vielleicht mal testen. Ich habe schon mal Plug gemacht relativ zu Beginn des Spiels, also kriege ich jetzt aber dahin. Und dann ist aber hier irgendwo der Turm, wa? Oh, der ist da. Okay, wir müssen natürlich da hoch. Was heißt, ich bräuchte eigentlich... Ja, scheiße, ich brauche eigentlich einen anderen Turm zum hinfliegen. Also einen Turm von dem Gebiet hier. Das schafft von hier aus nicht, nie im Leben. By the way, der ist ja direkt über Schloss Hyrule. Aber es ist cool, wenn ich schon hier oben bin, kommen wir dann relativ leicht zum Schloss Hyrule. Dann könnten wir uns dann bei der Gelegenheit auch mal die anderen Items holen. Die ich mal erwähnt habe, die es dort gibt. Die ich noch nicht gemacht habe. Genau, das ist so eine Geoglyph und ich genau weiß, wo sollen da die Drachenträne sein.
Super. Ja, das ist ja... Der Wald von Hyrule? Das sieht hier oben ein bisschen krass aus, wenn man das ganz kurz merken darf. Das sieht nicht ganz gesund aus, nur mal so die Bemerkung. Unter mir ist direkt ein Schrein noch. Ist das der, den ich schon markiert habe? Tatsächlich. Ja, also der sieht irgendwie nicht so gesund aus, der Wald. Scheiße, ey. Tränen gibt es auch hier ein paar, aber ich glaube, die Haupttränen müssten da vorne sein. Was ist denn das da vorne? Oh je, der Berg Eldin, dem geht's auch nicht gut. Oh je, die ganze Welt ist am Arsch. Oh ja gut, wenn man das an der Wald. Eine richtige Miasma-Wolke oder so. Da ist sie. Zeit für die nächste Erinnerung. Zumindest konnten wir ihn versiegeln. Link, er ist so mächtig. Selbst du kannst ihn nicht schlagen. Heilige Wandschwert. Doch wie kommt es hierher? Oh. Link ist am Leben. Ist es wahr? Und um deine Kraft wiederherzustellen, bist du zu mir durch die Zeit gereist. Zelda, du bist gewiss nicht grundlos in unsere Zeit gekommen. Davon bin ich fest überzeugt. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Ja, es ist meine Pflicht, da nur ich es vermag. So können wir ihn besiegen. Wer einmal zum Drachen geworden ist, dessen Seele kehrt nie wieder zurück. Es gibt kein Zurück.
Bitte finde mich. Habe jetzt gerade die ganze Story gespoilert. Ups. Das ist die 15. Erinnerung. Alter. Wir waren genau bei der 3. Wo bin ich? Ja, jetzt kommen wir zur 15. WTF. Drachenträne 11. Okay, von mir aus. Andere Erinnerungen. Es werden vermutlich im Kampf, dann Endkampf gegen Ganondorf oder so sein. Oh je. Was für eine Erinnerung. Zunächst mal, als sie irgendwie gesehen haben, dass Rauru offenbar gegen Ganondorf gecatcht hat oder etwas, was aussah wie Ganondorf. Also eigentlich eher so eine Vermischung aus Ganondorf und einem Todbringer. Dann Zelda und Fire sind miteinander geredet haben. Ja, und man hat sie gehört. Zelda von wegen, nur ich es vermag. Und dann die andere, keine Ahnung, was auch eine Sona oder so. Meine von wegen, ja, wer einmal zum Drachen wird, dessen Seele ist hinüber. Ich meine, als der Himmel sich auftat damals, kam ein Lichtdrache oder ein goldener Drache, wie auch immer, kam heraus. Jetzt sag mir nicht, dass das Zelda war. Aber warum wurde sie zum Drachen? Mein Maßschwert muss ich regenerieren, hat Fire quasi Zelda so gesagt. Okay, schön. Das sehe ich soweit ja auch ein. Aber, Leute. Das würde doch eigentlich auch bedeuten, dass wir auf das Schwert auch in den Wald, in den Dekowald bringen können. Meinst du, die Frage, muss ich jetzt erst zu Zelda gehen? Also gegen den goldenen Drachen quasi finden und irgendwie mit ihr quatschen, wenn das überhaupt geht, damit sie uns sagt, wo das Masterschwert ist, oder gehe ich direkt in den Dekowald? Ne, Moment. Ich denke schon wieder zu weit. Ich meine, es ist ja auch für Spieler, das Spiel nicht kennen und die Serie, für die den Vorgänger gezockt haben. Also eigentlich heißt das, ich muss zum Licht, zum goldenen, ich sag schon immer Lichtdrachen, weil es immer so hell war, aber eigentlich ist es ein goldener Drache. Ach du Scheiße, hey. Noch 9 Geoglyphen zu finden. Aber ganz ehrlich, wir hatten jetzt die erste Szene, wir hatten quasi, behaupte ich jetzt einfach mal die letzte. Was willst du denn noch machen? Also was sollen da dazwischen noch sein? Wollte ganz andere Erinnerungen sein, by the way, erwähnt. Oh je, Freunde. Oh je. Da habe ich wohl die ganze Geschichte schon gespoilert, aber es gibt ja auch irgendwie keinen Hinweis darauf, welche Reihenfolge das Ganze machen soll. Da ist auch ein bisschen fies, sag ich jetzt mal. Also ich konnte ja eigentlich nur versagen. Von der ersten Geoglyphe aus ist ja fast klar, dass du dann die anfliegst. Warum sieht das hier aus wie ein Master-Schwert? Das zeitreisende Schwert, ja eben das Master-Schwert mit dem Sonai-Symbol unten dran, aber das haben wir gar nicht gesehen. Das stimmt. Vielleicht sehen wir das ja in einer anderen Erinnerung noch. Ui. Ich wollte doch eigentlich dieses das nächste Aero-Set holen und dann passiert sowas. Schöne Scheiße. Ja, schwullos verschwunden. Naja. Nicht mehr so richtig, wa? Scheiße, Mann. Das lief nicht so wie erwartet. Rechts oder links? Wie wär's mit beidem? Also hier rechts, definitiv rechts.
Oh mein Gott, 10.000 Jahre später. Da geht es einfach nur runter und dann hier. Was soll das hier bringen? Okay, da ist nie was passiert. Okay, machen wir anders. Ein paar Mal drehen, wenn es geht. So, sollte reichen. Naja. Schwer war jetzt was anderes. Aber mal zu Beginn des Let's Plays gesagt, ja, so einfach Rätsel, nicht so schlecht. Wenn wir schneller vorwärts kommen. Und dem ist eigentlich auch so. Der so alte Böse versiegelte. Ching ching. Ja. Also, dann haben wir jetzt den Schrein nochmal gemacht. Wir waren auf der Geoglyphe. Wenn ich das schon mal machen wollte, haben wir. Jetzt ist halt die Frage hier noch. Oh, falsche Richtung. Ja, warte mal. Doch, hier stimmt schon. Ich frage mich, ob ich da einfach so reinkomme. Just for fun. Naja. Richtig reinkommen ist nicht, wahr? Oh, schon wieder hier. Schade. Hätte klappen können. Gut. Dann nochmal hier. Zurück zum Turm, nochmal in die Höhe gleiten. Gut, ob man eine andere Himmelsinsel anspringen kann, weil man jetzt relativ schnell unten, beziehungsweise bin ja runtergefallen. Ne? Ich habe oben den Schreiner gar nicht gemacht. Weil da oben war ja auch einer. Zum abgesehen von dem ganzen Harnisch-Ding. Ich sage immer Harnisch, aber ist nur das eine. Das hier, Aero-Harnisch, heißt nur das eigentliche Kleidungsstück. Kopf und Beine heißen sicher anders. Okay. Hier aus muss ich eigentlich ganz rüber, aber eben das schaffe ich jetzt so nicht. Dafür bräuchte ich noch. Zu dem müsste ich eigentlich, wa? Ja, aber den anderen Turm. Ich weiß halt nicht, ob der nächste Turm vielleicht irgendwie hier wäre, wo es ein bisschen näher hätte.
By the way, der Turm da oben unten ist er, ja. Also, ja, könnte sein, dass ich so näher habe. Achso, wenn im Dorf der Shika kommt, dann kann ich löschen. Wart's nicht mehr. So, bin gespannt, wo soll jetzt hier die Kugel sein? Ups, Entschuldigung. Der Mia-Mi-Schrein. Mamma Mia. Der Mamma Mia-Schrein. Hä? Ach, da unten. Wie kriege ich den hier hoch? Das ist genau lustig. Dorthin? Nee, da muss sowieso gerade her. Da drüben war, vielleicht ist da drüben etwas. Äpfel. Naja. Ich meine, kann man so machen. Stimmt, da geht natürlich auch. Von hier aus so ein Ding habe, eine Plattform mit der Rakete hoch kann. Wenn Raketen drauf hat, sogar. Also sogar ja sehr viele Raketen. Ah, nee, die Raketen brauche ich, um das Teil zurückzubringen. Okay. Um die Kugel zurückzubringen. Da muss ich natürlich auch nach links und rechts steuern können. Okay, aber trotzdem muss ich erstmal die Kugel holen. Waffenmäßig muss ich fast den hier nehmen. So, Kumpel, du hast die Kugel, gib die Kugel. Oder Stein, besser gesagt. Kristall, whatever. Nein! Schlag einfach zu! Mann! Du. Ah ja, das ist so einer. Warte mal, womit könnte ich...
meine Waffe, mit der ich mit dem synchronisieren könnte. Nehme trotzdem mal einen Toparstab. Dann gehen irgendwie die coolen Waffen aus. Das ist ein bisschen ein Problem gerade. Also coole und starke Waffen, aber dringend mehr. So, grüß eh aus, weil, ja. These rückgängig, bringt mir auch nichts, wieder das Teil kaputt. So, hat er noch irgendwas anderes gedroppt, außer natürlich das Ding hier. Er merkt, war einfacher, also gut, er geht natürlich noch einfacher, sind wir sicher. Und Raketen kommen dann natürlich hoch, ja? Also können sie auch von hier aus schaffen. Die Frage ist halt eher, will ich es schon schaffen? Da kommen wir so vielleicht sogar näher schon ins nächste Gebiet daran. Das wäre natürlich auch eine Idee. Ja, mal gucken. Die Frage ist jetzt halt, wie kriege ich das Ding da am ehesten hoch? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Auch mal hier festmachen ist sicher nicht die dümmste Idee. Die Frage ist halt, kann ich die einfach mitnehmen und es passiert nichts? So. So. Ein bisschen mehr in die Mitte. Alles klar. Dann nochmal speichern, weil er nicht weiß, was gleich passieren wird. Wieso flog der jetzt da vorne mal fragen darf? Ja, ein bisschen was brauche ich noch in der Höhe. Ja, komm, mach's mal so. Vielleicht mache ich es besser so. Na, warte mal. Ah, geht doch, okay. Diesmal geht's. Mhm. Oh. Die haben Dinger alle weg, also irgendwie runtergefahren oder was?
Frage ist, kann ich runter... Ne, reicht doch nicht, bei weitem nicht. Scheiße, wieso sind die anderen Dinge alle runtergefallen? Okay, komm, ich habe noch ein paar. Zum Glück haben wir noch welche. Weil sonst müsste ich hier dann mit Heißluftballonen, irgendeiner Plattform und so arbeiten und mit dem Gleiter. Ich brauche eigentlich nur eine Dinge. Eine müsste aber reichen jetzt noch. Komm, ich gewinne nochmal, weil ich keinen Bock habe, dass der auch runtersegelt. Ja, genau das wollte ich eigentlich nicht, dass er jetzt zu weit segelt. Okay, das war vielleicht Glück, vielleicht muss es auch so sein. Ah, Alter. So eine Tortur hier oben. So, wie das so aussieht, komme ich aber doch von hier aus relativ easy noch zum anderen Konstrukt da hinten. Also eben da oben und könnte versuchen, in der nächsten Folge den Aero-Ding nochmal zu holen. Wir werden sehen, Freunde, wir werden sehen. Dir, dem Darbringen des Kristalls, schenken wir ein Licht, das die Finsternis bannt. So dann, man schenke mir ein Licht. Ein Licht ist mir aufgegangen. Yay! So, neue Waffen wären cool. Kurzer Zauberstab. Okay. Gewaltige Kräfte geweckt haben in Edelsteinen. Können wir theoretisch wieder empfachen, wa? Also Edelsteine halt, eben irgendeinen Stein dran packen und gucken, was passiert. Ein Diamant zum Beispiel oder sowas in der Art. Und wir holen uns das nächste Segenslicht ab. Sechs Stück, theoretisch 1,5 Herzen, wa? Oder nochmal, na gut, das geht nicht ganz. Mit 8 Segenslichter, dann hätte ich irgendwie wieder 2/5 einer weiteren Ausdauerleiste. Drüben ist noch so ein Konstrukt. Für Aero-Dinger, ja? Eigentlich dürfen es nur 3 Stück davon geben, wenn die wirklich nur dafür da sind. Das wird echt zu Schloss Hyrule, wa? Ja, da unten könnte es sein. Also, ich glaube, machen wir sogar so, ich gehe in der nächsten Folge nochmal ganz kurz hier hin, gucke, ob ich noch ein paar Raketen finde, hier gerade. Dann wieder versuchen, da nach oben zu steigen, soweit es irgendwie geht. Also sprich bis da oben. Wenn das klappt, von da ist zwar ein bisschen hoch, aber können klappen. Das ist nochmal die Quest-Versuch. Andererseits, ich müsste nur unten landen, wa? Also nicht so, als wenn ich unten lande, dass mich sowieso nach oben schickt. Ja, wir sehen es in der nächsten Folge. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis dahin, ciao zusammen.